Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt, da haben wir mal X-Shot, Longshot mit Pumpgriff. Und ja, da hat's mir das Modell ein bisschen versaut. Aber das ist nicht dramatisch, weil ich brauche von dem bloß einen. Ich zeige euch nachher gleich, woher ich den hab. Den habe ich schon mal für was anderes entworfen und habe das ein bisschen anpasst. Aber das, wie ich sauber gemessen habe, das ist der erste Versuch. Und seht das, ihr seht, wie bündig das abschließt. Dahinter fällt noch ein bisschen Endkabel, dass das auch, wobei das kann man auch so lassen, aber vielleicht mache ich da ein Ding rein, dass das zu ist. Das überlege ich mir noch. Ich halte mich Stichstruktur druckt. Auf jeden Fall. Warte mal. Wie kann ich euch das zeigen? So Gott. Seht ihr. Da passt Handschuhe hinein. Das musste ich auch noch ein bisschen schräger machen. Weil das ursprüngliche Modell, das ich da entworfen habe, das war nicht für die X-Shot ausgelegt. Und ihr seht, so seht ihr es geschickt. Steht das zurück, oh Gott. Dann kommen wir wieder vor. Und dann bam. Und das habe ich ursprünglich mal von meiner roten Prophecy entworfen. Und da ist das Ganze ein Ticke. Ja, seht ihr, so beut es hier. Ein Ticke länger. Deswegen Gott das recht gut für die Hand. Und also das passt so für die Hand und das musste ich dann deswegen das andere ein bisschen schräg machen, dass ich so quasi denselben Weg habe. Und ich habe mir gedacht, so komplett weiß gefällt es mir eigentlich nicht. Wir machen da Cover drüber, dann ist es auch ein bisschen, ist das gerade hier das Cover recht schmal. Da kann man es da ein bisschen breiter machen lassen. Der Griff ist schon. Ja, so ist am besten. Und dann kann man das Cover drüber machen und das in Rot. Und dann sieht das noch was aus. Wir machen mal Magazin rein, dass das Blaster noch was aussieht. Und das nicht immer gar so ein Kram macht. Aber ich finde, das sieht so schon cool aus. Hey. Ja, ist nicht leck. Nein mit dir. Gut, man kann jetzt da auch ein bisschen drüber gehen. Weil das ist halt. Nicht arg. Es wird halt nicht dagegen kommen. Oh, das dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Und ein bisschen. Oh ja. Jetzt machen wir da noch ein Ding drüber. Dann sieht es halbwegs noch was aus. So. Der ist. Abweide haben wir da seitlich noch. Ich mag die Pfeile mit Saugnäpf, gerade mit schwächere Blaster kann man dann gegen Bild mit Glaswand, gegen das Glas von einem Bild schießen. Jetzt ist leer. Aber so sieht das irgendwie sinnvoll aus. Mann, noch nicht ganz, also müsste so sehr wie das. Aber das machen wir dann im separaten Video. Ich wollte das jetzt euch einfach mal zeigen, wie das jetzt schon so aussieht. Und wo das so herkommt, müssen wir gucken. Ein bisschen mehr Leistung dürfte es ruhig haben. Aber das ist halt schon. Das ist unglaublich. Ja. Das ist gut. Das ist recht gut dicht. Irgendwie. Ja, den Rätselmechanismus. Wobei, was ich mal testen muss.
Und das jetzt, das kann man nimmer so gut greifen. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Das ging vorher mit dem Griff, dass man das, aber das kriegt man jetzt nicht mehr gut griffen. Scheißele. So, da vielleicht einfach Pfeile einladen, dann muss ich das nicht so machen. Weil ich habe gehofft, dass man das wie so eine Schrotflinte einfach so in einer Hand hoch und runter und dann. Aber das geht jetzt wohl nicht mehr. Schade. Oder das muss ich mal testen. Ich meine, hier in dem Umfeld sicherlich nicht. Ja, meine rote Prophecy. Wenn ihr dran denkt, verlinke ich euch das Video. Aber das müsst ihr auf meinem Kanal auch finden. Das ist ein Jahres-Special. Hat alles. Der ganze Kanal hat mit der blauen Prophecy angefangen. Deswegen einjährige rote Prophecy. Und ich habe da für die mal, glaube ich, Filament gekauft. Das war das da. Das könnte vielleicht sogar passen, so vom Farbton. Weil das hätte ich nur da. Das hat, glaube ich, da nicht passt. Das war, ich glaube, für die Innerei oder für das Ding da noch. Das habe ich noch dann doch Metallic Rot gemacht. Dafür habe ich dann auch extra Filament gekauft. Ja, für das habe ich dann Metallic Rot gemacht. Das sieht's nicht, aber das ist, ja, was man denn alles macht. Hui, das ist gut dicht. Dann mache ich da jetzt so Cover und das kommt dann da in dem Rot. Da sieht die Schraube dann auch weg, dann sieht das auch halbwegs sauber aus. Für die Schraube sind ein bisschen massiv. Das machen wir dann. Das mache ich dann als nächstes. Und dann schauen wir uns das wieder an. Mein Zielding haben wir recht gut gekriegt. Muss ich nur noch schauen, ob das eingestellt habe ich es nicht. Also grob ist hier ist auch wieder gar nicht gemacht, außer hier. Ob das auch taugt. Aber ja, da finde ich auch mal Zeit dafür. Aber heute jetzt nicht. Ich wollte das jetzt euch irgendwie nur zeigen. Das ist jetzt gerade frisch aus dem Drucker raus. Das, ja. Da ist man immer ganz stolz drauf, wenn man da was entworfen hat und das so halbwegs gerade. Und das war im Modell nicht so. Also der Teil, das, keine Ahnung, wo das herkommt. Das sollte eigentlich die Fläche sein, aber das hat es dann irgendwie bei der Konvertierung zur STL hat es das irgendwie so komisch gemacht. Manchmal verstehe ich das nicht. Schätze aber auch. Ist egal, wir decken es sowieso ab. Von daher passt das. Wunderbar. Haben wir wieder was geschafft. Und ich hatte meine rote Prophecy auch mal gesehen. Schönes Blasterle. So viel Rot. Da habe ich auch viel dafür designen müssen. Da habe ich eigenes Magazin entworfen und alles. Ui. Nicht kaputt gegangen. Wobei, wenn kaputt gegangen, dann wäre ein Video. Das ist, alles andere ist recht peinlich. Ui. Ha. Das ist seltsam. Das passt da nicht. Mach's nicht her, Herr Ingenieur. Ach doch, jetzt. Ja, nee. Irgendwie, ich meine, der Farbton, der hat schon irgendwie passen. Wenn man da vieles in dem Farbton macht, muss mal gucken, wenn nicht, ich kann es einfach nochmal kaufen. Dann. Aber das Orange sieht halt auch schon echt cool aus. Also von daher, das wollt ihr einfach probieren, wie das aussieht. Das ist so ein langes Magazin für kurze Pfeile. Weil sonst sieht es immer komisch aus, wenn das so halb ausgefüllt ist. Da habe jetzt gerade keine kurze Pfeile da. Deswegen muss das so gehen. So.
Haben wir wieder ein bisschen was probiert. Habt einen Fortschritt gesehen. Dann gucken wir, dass wir das nächste Mal wieder Übersichtsvideo und dann wieder ein eigene Blaster weiter. Dann müsst ihr jetzt auch langsam mal genug Zeit haben, das alles gemacht zu haben. Weil das läuft immer ein bisschen parallel, solche Sachen. Das, was schnell geht, das mache ich dann ein bisschen Vorrat, dass ich dann mal wieder Zeit habe. Also so langwierige Geschichte wie am Manariken Tri-Strike-Version rumzubauen und solche Geschichten. Das braucht immer ein bisschen Entwicklung. Deswegen muss ich da ein bisschen Videos vorproduzieren, dass ich dann mal ein paar ruhige Wochen habe, wo ich das dann entwerfen kann. Einfach, dass ihr mal auch versteht, wie ich so agiere. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Ingenieur.